Taschidele, grüezi miteinander, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Prinzo Tulutschok-Champa, ich bin der Vizepräsident der Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein. Ich möchte Ihnen unser Projekt Tibeter Gemeinschaftshaus in Diliken vorstellen. In den 2000er Jahren fand eine große Migrationswelle der Tibeter von Asien Richtung Westen statt, welche auch die Schweiz erfasste. Die Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein zählt zurzeit 5211 Mitglieder und ist in 25 Sektionen aufgeteilt. Viele sind durch ihre ungewisse Situation bei uns noch nicht erfasst. Wir haben keine genaue Zahl der Tibeter, man schätzt sie auf 7500. Bis Ende der 90er Jahren war unsere Population sehr stabil und wuchs in 40 Jahren auf eine Größe von 2300 Mitglieder an. Durch die neue Zuwanderung ist unsere Gemeinschaft in den letzten 15 Jahren über das Dreifache angewachsen. Für unsere tibetische Gemeinschaft ist dadurch in kurzer Zeit eine ganz neue Situation entstanden. Die Auswirkungen auf die Gemeinschaft ist sehr stark. Um all die neuen gemeinschaftlichen Herausforderungen optimal zu nutzen, haben wir den lang gehegten, seit mehr als 40 Jahren dauernden Traum der Tibeter, ein Gemeinschaftshaus zu verwirklichen, aufgenommen. Da unsere Gemeinschaft in der ganzen Schweiz verteilt ist, haben wir eine Immobilie im Zentrum der Schweiz, gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, finanziell tragbar und zukünftig ausbaubar ausgesucht. Die Immobilie befindet sich in der Gemeinde Diliken, Kanton Solothurn, 2 Kilometer entfernt vom Bahnhof Olten. Eine Bushaltestelle mit 15 Minuten Takt ist vor dem Haus. Das Grundstück hat eine Fläche von 3111 Quadratmeter und ist in einer Wohn- und Gewerbezone. Auf dem Grundstück befinden sich 2 Gebäude. Das Hauptgebäude hat eine Nutzfläche von 1097 Quadratmeter, die auf 2 Stockwerke verteilt sind. Das zweite Gebäude, ein Holzschopf mit 450 Quadratmetern, wird als Lager genutzt. Auf dem Gelände sind noch 34 Außenparkplätze. Die Kosten belaufen sich auf 2,3 Millionen Schweizer Franken. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, die angrenzende Nachbarparzelle für 700.000 Franken zu erwerben, was für die spätere Ausbaumöglichkeiten von sehr großer Bedeutung ist. Getragen von tiefer Sorge um das Überleben der alten tibetischen Kultur unter der gegenwärtigen Fremdherrschaft Chinas, aber auch im Bemühen, das reiche Erbe Tibets der Nachwelt zu bewahren und unseren Gastgebern im Abendland vor Augen zu führen, stimmen wir Tibeter am 12. Mai über das Projekt ab. Wir stimmen über ein Gemeinschaftshaus ab, eines Hauses, das die überaus reichen Formen des tibetischen Kulturschaffens beherbergen und zugänglich machen soll, durch wechselnde Ausstellungen und Filmdokumente zur religiösen und weltlichen Kultur Tibets. In Vorträgen, Kursen und Belehrungen zur tibetischen buddhistischen Lehre, Geschichte und Landeskunde, in rituellen und volkstümlichen Tanzdarbietungen, Buchhandlung mit Schriften zu Tibet und vor allem Unterricht in tibetischer Sprache und Schrift. Dieses reiche Spektrum an Angeboten ruft nach einem geräumigen Haus, in dem sich Tibeter und deren Freunde sowohl aus der Schweiz als auch aus dem weltweiten Exil begegnen können. Es geht um die Wahrung der Werte einer alten Kultur, die in ihrem Kern getroffen in absehbarer Zeit der Vergessenheit anheimgefallen sein wird, wenn man fortfährt, ihre Wurzeln im Ursprungsland rücksichtslos zu kappen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass so viele wie möglich am 12. Mai ihre Stimme abgeben. Danke. Für die Tibeter Gemeinschaftshaus haben wir zuerst mal die Sektionen und ihre Mitglieder erhoben. Das sind die 25 Sektionen und die Mitgliederzahl. Total sind wir 5211, die momentan bei uns registriert sind. Das haben wir noch mal bildlich dargestellt. Das sind die Sektionen je nach Größe.
eingezeichnet. Und hier ist das Gemeinschaftshaus in Duliken, 2 Kilometer vom Olten entfernt. Diese blaue Linie, das sind 65 Kilometer. Wir haben die Erreichbarkeit von jeden einzelnen Sektionen in Kilometer und mit dem öffentlichen Verkehrsmittel in Minuten erhoben. Das heißt, wie weit das jede Sektion entfernt ist bis zum Gemeinschaftshaus und ein Durchschnitt genommen. Und Resultat ist, 15 Sektionen sind unter dem Durchschnitt und 10 sind über dem Durchschnitt, was die Entfernung anbelangt. Und mit dem ÖV haben wir geschaut, mit dem Zug, wie viele Minuten das es von jeder Sektion bis zum Gemeinschaftshaus dauert und auch den Durchschnitt genommen. Das heißt, 13 Sektionen sind unter dem Durchschnitt und 12 sind über dem Durchschnitt. Somit liegt die Lage wirklich genau in der Mitte, 52%. Und mit dem Auto, 60% sind näher beim Gemeinschaftshaus. Zusätzlich haben wir auch noch auf die Einwohnerzahl geschaut, das heißt die 5211 Personen, 15 Sektionen, das ergibt 3646 Einwohner sind näher, somit sind 70% sind näher mit dem Auto unter dem Durchschnitt zu erreichen und mit dem ÖV sind es 62%, die unter dem Durchschnitt liegen. Somit ist die Lage des Hauses wirklich sehr zentral für alle Sektionen. Das ist das Grundstück in Rot einmarkiert und hier ist die Bushaltestelle. Die Parzelle hat 3111 Quadratmeter, im Erdgeschoss 530 und im Untergeschoss 516, 2 Lagerhallen und 34 Außenparkplätze. Das sind die Außenparkplätze, das ist das Hauptgebäude und das ist die Lagerhalle. Und das ist eine zusätzliche Parzelle, die wir miterwerben können. Das ist das Haupthaus, die Räume aufgeteilt. Das größte Raum ist 239 Quadratmeter, das zweite 117, dann 70 und dann noch Büros 1, 2, 3, 4. Und im UG sind 3 große Räume und Garderoben für Damen und Garderoben für Herren und Toiletten, 6 unten und eine im EG, sind total 7. Das ist der Bauzonenplan, das ist der Liegenschaft 1, das ist der Holz- oder Lagerhalle und wir sind in einer Gewerbe- und Wohnzone dreigeschossig. Das ist das Haus und hier ist die Bushaltestelle, welches in 15 Minuten Takt fährt. Das ist das Haus vom Straßen. Wir machen so einen Rundgang, Foto. Zurzeit ist eine Tanzschule eingemietet. Das sind die 2 Lagerräume und das sind die 34 Außenparkplätze und das sind nochmals die 2 Lagerräume. Das ist eine Innenansicht, ein Innenfoto. Alles im Erdgeschoss. Das sind die Kosten von 2,3 Millionen. Und am 12. Mai findet die Abstimmung über dieses Liegenschaft und in der ganzen Schweiz. Und hier habe ich die Erweiterungsmöglichkeiten dieser Parzelle. Das heißt, das ist der Hauptgebäude, das würden wir so lassen. Und hier würden wir das Schopf und die Nachbarparzelle
abreißen und hier ein Neubau geplant. Unten wären das 32 Parkplätze. Im Erdgeschoss hätten wir eine Möglichkeit von 500 Personen, eine Halle mit 518 Quadratmeter, Bühne, Küche und Vorraum. Und im Obergeschoss sind es 10 Doppelzimmer, ein Büro mit 184 Quadratmeter und PC, Damen und Herren. Das ist nochmal ein Schnitt, das ist das bestehende Gebäude, das wir stehen lassen würden. Und im UG haben wir das ist der Neubauprojekt, mögliche Erweiterung für 32 Parkplätze, außen 33 und im EG 500 Personen Halle mit 518 Quadratmeter und im Obergeschoss 10 Doppelzimmer, Büro und WC und wir hätten noch Möglichkeit, ein Attika-Geschoss für 500 Quadratmeter noch auszubauen. Das heißt, die spätere Erweiterungsmöglichkeiten sind gegeben. Das wäre so die maximale Erweiterung, wenn wir alle 3 Gebäude abreißen würden und eine einzige große Halle aufstellen würden. Das heißt, eine zweigeschossige Halle hätten wir die Möglichkeit hier für 1553 Quadratmeter.